Agit morgen, agit 11, Shalom Aleichem Alamin. Ich begrüße euch heute im Namen von der Jiddischliga. Ich bin Gitel Schechter-Vishwanath, ich bin der Vorsitzende von der Exekutive. Und ich habe den Covid zu interviewen Miriam Trin-Hand, für uns. Die von euch, was reisen nicht wegen der Jiddischliga, weil ich in Kirchen nur sagen, als wir sind eine langjährige Organisation, was unser Hauptquartier ist in New York, aber wir sind über die ganze Welt. Unser Hauptziel ist zu stützen Jiddisch wie ein Gerät Luschen, ein lebendig Luschen und ein handsartig Luschen. Und wir geben auch Publikations, Lernbücher, Wörterbücher. In mir am letztens ungeheuben, Ellie Benedikt hat ungeheuben die Serie mit Kamata Jür zurück, wie wir interviewen interessante Persönlichkeiten auf der jiddischen Gas. Und wir stellen sie dann noch auf rekordierte auf unser YouTube-Kanal. Wir verbeten nach, weil wir sind noch nicht Mitglied von der Jiddischliga. Werdet ein Mitglied. Sie sehr pushet, leagueforjiddish.org, www.leagueforjiddish.org. In Lomme Zigein zu der Handicap-Programm. Dr. Miriam Trin ist eine Geborene in Krucke in Polen. Sie ist aufgewachsen in Deutschland, in Eulegewein, in Israel. Sie hat studiert Philosophie in Jiddisch. Sie hat geschrieben ihr Magister in der Sorbonne in Paris. In ihr Doktorat wegen sprachlicher Poesie in die Ghetto in Lagern in der Hebräischen Universität in Jerusalem. Sie lernt Jiddisch und jiddische Literatur in Asach-Erte sind 1999. Zwischen sie Paris, Oxford, Straßburg, Trier, Wilna, Jerusalem, Tel Aviv in New York. Mamisch über Asach-Kontinenten. Sie ist gewesen eine Postdoktorandke in Johns Hopkins Universität in Baltimore. Und sie forscht die Hubenliteratur, der Ricker auf Jiddisch. Und sie mit ihrem Mann Eliezer Naborski haben ungeheuben die Organisation, dem Institut, was heißt Jiddisch Ort Ja in Jerusalem und in Tel Aviv, was sehr Ziel ist, zu helfen Menschen reden Jiddisch, lernen sich Jiddisch und so weiter. Und Miriam wird können reden mehr wegen dem. Lassen wir unheben, für unheben. Es ist ein bisschen in Chicago, beim Handigen Tag zu sehen, als sei Jingpunem wie die, was ist geboren geworden in Krucke, ist professionell ein Jiddischist, ein Jiddischkenner, ein Jiddischlehrer. Es ist nicht, es ist ein interessanter Meister. In Efsche wollte unser Eulen gewollt hören, ein bisschen wegen deiner Kinderjuden. Schönen Dank, Gittel, für den freundlichen Vorstellen und Bichlal, ein Dank der Jiddischliga, was ist mein Ballerboss, für verbeten mich auf dem heutigen Schmues mit euch und einen herzigen Baruch Habo, Baruchim Haboim, alle unsere Zuhörer und Zugucker. Du hast in der Emerson schon alles erzählt. Al Regel Aches, mein ganzes Leben in etlichen Punkten. Es ist sehr gut, mir bleibt schon nicht so viel zuzugeben. Und also wie ich bin ein Jiddisch-Lehrer und Lehrers Bichlal, nicht nur von Jiddisch, haben wir so eingeborene Kränke, als sie reden und an Eck und haben das sehr lieb. Weil ich sich proben zu hieten und ich will proben, es zu machen bekitzer. Und Tomeres wollen bleiben Fragen von deiner Seite, Gittel, oder von dem Eulen, verbete ich zu stellen, die Frage und also weiter zu ziehen, dem Schmues. Gittel, du hast mich gefragt, von wann wachsen es aus die Fies, was ist der Anheb? Ich will ein bisschen erzählen wegen meiner Kinderjahren. Wie jung das Ponem soll nicht äußern, was ihr seht, es wird schon euch älter. Ja? Die Kinderjahren sind schon euch mit der Stickelzeit zurück. Meine Kinderjahren habe ich verbracht, Tage in Polen, wo ich bin geboren geworden, wie ich habe schon gehört, in der schönen Stadt Krucke und auf Galizianeridisch, was ich wollte gedacht reden, seien die gebürtige Krucke. Krucke wollte ich gedacht sagen, in Krucke. Also wie Gittel hat es sehr schön herausgerät. In Krucke bin ich geboren und ich habe dort gelebt
die ersten 8 Jahre von meinem Leben. Und für was noch 8 Jahre, das ist schon am meisten für sich. Was ich dort jetzt nicht erzählen, aber wenn ich bin gewesen 8 Jahre alt, hat der Tate in der Emessen, war zusammen mit der Mama, aber der Iker ist das gewesen, dem Tatens Beschluss, sich entschlossen zu proben Neimasel und zu emigrieren, zu verlassen Polen, was sie gewesen, ein kommunistisch Polen, damals, und hat gemeint, in dem freien Mairef ist besser, ist in der Emessen, ja, ein bisschen wie an Thronen von Polen und sich besetzt in Deutschland. Und die Mischproche ist noch gekommen, kodem ich und nur mit 2 Jahre später die Mama, was der polnische kommunistische Regime hat nicht herausgelassen vom Land. Mich hat man herausgelassen, die Mama hat gedacht noch ein bisschen warten, bis es euch noch gekommen und die Mama sitzt da zwischen euch und sie kann alles bestätigen, was ich erzähle euch da. In Deutschland habe ich abgelebt, ein gut Stückchen von meinem Leben in der Emerson, die ganze übrige Kindheit von 8 bis 18, 19 Jahren. Und das bedeutet, dass in der Emerson kann man sagen, dass meine starke Sprache ist sehr gut geworden Deutsch. Meine Muttersprache ist Polnisch, versteht sich. Und ich habe auch schon anreden wegen Sprachen und ich höre, dass derweil habe ich kein Jiddisch nicht ermont. Wenn ich bin 18, 19 Jahre alt, habe ich geendigt die Schule in Deutschland und ich habe Eule gewinnt in Israel. Was ich habe in der Emerson schon beschlossen, als ich will das tun, wie noch ich endige die Schule zu 13 Jahren. Von 13 Jahren an bin ich gewinnt ein verbrennter Zionist, nicht kein Jiddischist. Und ich weiß, dass wir haben eine Rekordierung von meinen Wörtern da, aber was kann man tun? Und als man redet wegen Sprachen, habe ich sich euch kaum ausgelernt Hebräisch. Jiddisch ist bei MS eine von den späteren Sprachen, was einem mir zugekommen. Seht ihr schon, dass der Weg zu Jiddisch kann führen einmal durch verschiedene andere Sprachen und Welten. Und mit Jiddisch habe ich sich bekannt, bei MS nur Tage in Israel, sehr ein guter Ort zu treffen Jiddisch, wer wollte gemeint, wenn ich habe angeheuben studieren. Und wegen dem will ich sagen noch ein Wort, aber kaum will ich noch ein bisschen zurück zu der Kindheit und einfach so noch einmal bemerken, als es wollte sich gekannt durchten, als ich bin aufgewachsen, öfter mit Jiddisch. Und als auch Menschen, die kennen mich, wollten das öfter gemeint, ob sie hören nicht meine Lebensgeschichte. Aber nein, ich bin mit Jiddisch nicht aufgewachsen. Von beiden Zodim, von meiner Sprache, hat man kein aktiv Jiddisch nicht gelernt in meinen Kinderjahren. Ich habe gehört Polnisch von der Mameszeit, das ist gewesen die starke Sprache von ihrer Sprache schon. Meine Mama ist schon auch nicht aufgewachsen mit kein Jiddisch. Und von Tatenszeit hat man auch nicht bei MS geredet kein Jiddisch, weil der Tatenszeit hat sein Mocker in weiten Misrecht in Vietnam. Wie ihr kennt, öfter euch ein bisschen erkennen, ob ihr gut ein Guck auf mir. Ist Jiddisch da genau zu 18, 19 Jahren. Aber was? Ich habe sich das gelernt in dem jiddischen Abteil von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Und das ist auch wenn im Ganzen ein Zufall in der Emerson und nicht kein Resultat von einem Beschluss. Nur zwischen anderen habe ich, wenn ich habe beschlossen, sich zu lernen, Jiddisch in Jerusalem, gemeint, als ich tue das zu lieb sehr pragmatische Sibes. Und was angewendet ist Sibes? Ich habe gemeint, dass ich kenne schon Jiddisch, kennendig, Polnisch, Deutsch und Hebräisch, was sind als 3 Sprachen, was ich habe schon sehr gut beherrscht, zu 18. Habe ich gemeint, nur gut, es wird sein ein Kinderspiel. Ich kenne es schon, ich darf es noch ein bisschen, öfter ein bisschen verschönern und verschleifen. Zum Sof, wie zufällig das soll nicht haben gewesen und wie ernst der Anhieb soll nicht haben gewesen von meiner Jiddisch-Karriere. Seht ihr, als noch 20 Jahre bin ich noch alt geblieben, stecken dort in der Jiddisch-Welt. Und es ist schön geworden bei MS ein Stück Leben. Und durch sich mir, es wird schon bleiben, also in dem Gilge, noch wer weiß. Ja. Du studiert Philosophie, die Thema Philosophie in Jiddisch.
In der noch gewinnen etwas eine Prämie dabei. Willst du lassen dem Eulen wissen, mit was man dich prämiert? No, Prämie. Also Prämie Spende. Das ist gewesen in die ersten Jahren von meinen Studien in der Hebräischen Universität, wo ich habe sich gerade verschrieben auf ein Diplom in 2 Trummen, was damals ist das gewesen angenommen. Also wenn man macht ein BA-Diplom, dem ersten Diplom, darf man das dann in 2 Trummen. Und dort steckt der Hund bei Grobentacke. Ich will zukommen zu der Prämie, aber die Prämie ist nicht der Riker. Dort steckt der Hund bei Groben, weil ich bin gekommen in Israel wie ein neuer Eule und ich habe bald gewollt anheben, studieren in der Universität. Und es ist mir gewesen klar, noch mit Jahren früher, als ich will machen eine akademische Karriere in dem Trum von Philosophie. Und das ist mir gewesen wichtig. Ich habe das gewollt studieren, ich habe sich auf dem verschrieben in der Hebräischen Universität. Aber was? Als ich bin angekommen, hat man gefordert von mir, ich soll sich verschreiben in einer 2. Trum, kedai zu können machen dem vollen Diplom. Nun habe ich gedacht, etwas improvisieren. Und ich habe sich ein bisschen informiert und der wusste, das ist so ein jüdischer Abteil. Ich habe schon gewusst, was Jiddisch ist. Früher, mit Jahren früher habe ich das begegnet. Ich habe gewusst, ich habe gehört in der Sprache und ich habe viele gekrogen wie ein Jugendlicher etwas ein klassisch Lernbücher auf Polisch von der ganz berühmten Jiddisch-Forscherin Eva Gellert. Ich habe gewusst, was Jiddisch ist, aber ich habe keinmal nicht geholfen, als das wird sein mein weiter dicker Weg. Und in der Hebräischen Universität hat sich gemacht, als ich habe es gedacht, ich habe Lapp ausbleiben. Und als ich habe es schon ausgegeben und das ist dafür gewesen, mein größtes Maße habe ich sich mit der Zeit verliebt. In der Sprache, in der Kultur, in der Literatur speziell und gar besonders in der modernen jiddischen Literatur, was ist bei MS verhaftendig. Und ich sehe zufällig, als euch einer von meinen Lehrern sitzt dort zwischen eurem und es ist mir Rakovet, Shalom Aleichem Avrom, scheint sich zu treffen auf dem Eufen, Professor Avrom Noverstern. Ist ja die Netz von die gute und gar äußergewöhnliche und sehr sympathische Jiddischlehrer in jenem Jiddisch-Abteil hat mich manchmal also gefangen, sehr Netz und ich bin schon geblieben stecken dort. Aber studierende Philosophie und Jiddisch parallel habe ich in dem letzten Jahr sich gelernt Ethik in dem Philosophie-Abteil bei Professor Yankel Schlanger. Und ich habe sich bekannt mit ihm, also ein bisschen noch die Lektion, schmusendig wegen allerlei Choschewe, philosophische Unionen. Und es ist gekommen direkt auf Jiddisch. Und es hat sich ausgewiesen, wie sehr oft, als euch Professor Schlanger hat gekannt Jiddisch. Und es ist gewesen sein Mameluschen. Hat man schon gehabt, ein bisschen Schmutz auf Jiddisch. Und ich habe gemacht einen Witz. Also öfter werde ich ihm einmal anschreiben, als Seminararbeit auf Jiddisch. Also redet Jiddisch, also versteht Jiddisch, für was nicht. Hat sich angehabt in dem und gesagt, ja, bekommt Godel, für was nicht. Keiner von uns hat nicht bei MS geglaubt, in dem Moment, dass das wird mekuim werden. Aber Kachave, zum Sof von dem Jahr, wenn ich im Tag gedacht, reingeben, eine Arbeit wegen Stoisen, habe ich sie angeschrieben auf Jiddisch. Er hat sie angenommen, er hat sie also sozusagen gemischt auf Jiddisch. Und Lessof hat beschlossen, dass kommt mir für die Prämie viel. Gut, das ist gewesen die Prämie. Ich meine, das ist gewesen die erste und öfter bis heute die einzige Philosophiearbeit in der Hebräischen Universität. Aber weil soll man sehen noch so eine, aber bis gerecht ist dann oft geschehen. Ist Miriam Hand, bist die bekannte Jiddischlehrerin, ein Stückel Poetesse, was das ist öfter weniger bekannt. Wir haben das früher nicht gemacht, der Chefredakteur von Offen Schwell, wo es der Organ, der Journal von der Jiddischliga. Das ist der einzige jiddische Journal, was hat erlebt, als Arichas Yumim, als geht schon raus 80 Jahre lang, und sie gibt noch heute raus in einem gedruckten Format, und wir haben die meisten Nummer, wo es, ich hoffe, die von euch, was sind schon Mitglieder in der Jiddischliga, haben wir schon bekommen. Andere in Yisroel warten noch heute auf den. Eine äußergewöhnliche Nummer wegen Ukraine,
Jiddisch in Russland. In Miriam wird auch wasen dem Nummer ein paar Minuten lang auf dem Ekran. In ob ihr seht, ob ihr wollt lehnen dem Journal, in kriegen dem Journal, ist wird ein Mitglied in der Jiddisch-Liga, wie früher gesagt, auf leagueforyiddish.org. Ist erzähl Miriam ein bisschen wegen deinem Zugang zu dem, zu der Redaktion und zu der handige gedruckter Jiddisch-Journalistik, wenn so viele Menschen lehnen Hand online. Ja, ich darf öfter beim Onheb bemerken, als ich bin die Chefredaktorin seit 2 Jahren. Mit der 2 Jahren zurück habe ich bekommen einen Vorleg zu werden, die Nachgehern von der bis demoltiker Chefredaktorin Dr. Sheva Zucker. Und der dosiger Vorleg ist mir gewesen bei MS ein größer Covid. Ich habe ein bisschen sich gequänkelt, weil es hat euch beteiligt, ein größer Reis. Und jetzt weiß ich bei MS, was ein größer Reis das ist. Jetzt weiß ich es praktisch. Damals habe ich noch gehabt eine theoretische Ahnung. Mit 2 Jahren zurück habe ich sich entschlossen anzunehmen, dem dosigen Vorleg und dem dosigen Posten, weil hat mir gebracht, eine Möglichkeit zu sein, aktiv auf einer schäferischen Öffnung, auf etwas an anderer Öffnung, in einer anderen Form noch, wie ich habe das getan bis Jahrzehnt in der Jiddisch-Welt. Was meine Hauptaktivitäten haben sich bis demnach begrenzt auf Lehrerei. Ich habe gelernt in sehr verschiedenen Räumen, akademische, nicht akademische, in verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Eulems. Und da habe ich bekommen eine schöne Gelegenheit, zu tun etwas anderes, was soll euch mir ermöglichen, sich auszudrücken auf einer schäferischen Öfen. Und Gittel hat ermahnt, dass sie hat euch gesagt, dem Sod, dass ich bin euch einmal etwas wie eine Poetissin. Nur, ich will das ausdrücken anders. Ich will sagen, ich habe sehr lieb Poesie, koidem kol wie Lehnerin und speziell Poesie auf Jiddisch. Und eine Poetesse weiß ich nicht, wie ich bin, aber ich habe euch sehr lieb, einmal zu nehmen, die Pen in Hand rein und ja, anzuschreiben, einen poetischen Text. Und ich tue das darauf, heutzutage auf Jiddisch. Einmal ist das gewesen in anderen Sprachen, aber heutzutage, also es kommt mir aus, als die Zeit der Lostes, was trifft nicht oft, wird es sein, koidem kol auf Jiddisch. Ist zu seiner Chefredaktorin von einem Journal, was hat eine literarische, auch gesellschaftliche, aber doch auch eine literarische Orientation, ist gewesen für mich sehr eine feine Gelegenheit. Und in Meshach von den letzten 2 Jahren habe ich getan, was ich habe noch gekannt. Der Iker habe ich sich als Sach ausgelernt, sein die Redaktorin. Und ich bin reingefallen in eine neue Welt, aber auch in sehr schwerer Stufe. Weil der erste Nummer, was wir haben herausgegeben unter meiner Redaktion, ist gewesen, eine Nummer beim Anheb von der Corona-Zeit, von der Corona-Stufe. Und wir haben Lesof bewiesen, herauszugeben, dem Nummer, was ist gewesen, verbunden mit allerlei Schwierigkeiten, versteht sich. Der dosiger mein erster Nummer, ist gewesen gewidmet der sehr breiter Thema Epidemie und Magefes. Und bis Jahrzehnt sind heraus 4 Nummern unter meiner Redaktion. Da seht ihr dem letzten Nummer, was ist manchmal frisch ausgepickt von Eile, heraus mit gezählten Wochen zurück. Und wird halt jetzt in verspreit werden. Das ist der Nummer, was auch über ihm haben wir schwer gearbeitet, mit der Sache übergegebene Schutfilm, aber was jeder von sich hat gehabt, eine Sache Probleme, was man kann verstehen. Und das ist der Nummer, was ist gewidmet der Milchome zwischen Russland und Ukraine. Ihr seht Leute einen Titel, als die Themen, was fallen da rein, seien Ukraine von einer Seite, Jiddisch inmitten, ein bisschen zu neutralisieren, wegzunehmen die Spannung zwischen dem zweiten Polus, was ist Russland. Und öfter, wenn ich will sagen, ein paar Wörter wegen dem dosigen Nummer, wird das euch abspiegeln, dem Zugang, mit welchem ich trete zu dem dosigen Posten, was ist für mich ein Stück Schliches.
Und ich tue es bei ihm mit großem Vergnügen. Jedes Mal ist es eine schwere Horevanie, jeder Nummer wird mamisch geboren mit großen Weitigen, aber gut, von Weitigen, als solche kommen heraus öfter gute Sachen. In dem dosigen Nummer, was ist gewidmet Ukraine, Jiddisch und Russland, haben wir gewollt, sich koidem kol avade abrufen auf die aktuelle Geschehnisse. Und das ist nicht keine Zeitung, was darf sich vernehmen mit Aktualies. Habe ich damit euch das Gefühl, wie ein Redakteur, als ein Jiddisch Journal, über wie sein Ernst heutzutage, darf sich vernehmen euch mit Itztigkeit, mit dem, was geht on in unserer Zeit. Nicht nur schreiben, sich dermonen oder beweinen oder beschmeicheln dem Over und nicht nur spielen etwas Chaläumes, Illusies, Utopies, wahrscheinlich der Zukunft, noch bei ihm herumgucken sich, was tut sich heint, wer kann heint schreiben auf Jiddisch, wegen was seinen brennenden Themen, was haben öfter nicht nur zu tun mit Jiddisch, aber was wir können vorstellen dem Eulen auf Jiddisch und auf Leitisch Jiddisch. Und nur Punkt wie die Corona hat zugestellt, sehr auf fruchtbaren Boden für eine feine, reiche Nummer, hat euch zum Bedeuern die dosige Itztike Milchome zugestellt mit sich ein Thema, was man hat bei ihm gekannt sehr stark ausbreiten. Und in dem dosigen Nummer haben sich betätigt Jiddischisten oder Jiddischkenner, weil nicht jeder Jiddischkenner und Liebhaber muss sein ein Jiddischist. Von Ukraine, Menschen, die leben heute in Ukraine oder die seien weg von Ukraine wie Pleitim und haben vor uns geschrieben von die verschiedenen Erter von Seere, Mokem Miklet Erter, wo sie befinden sich Punkt. Und Punkt, also haben euch beigetragen Menschen von Russland, oder sie befinden sich dort und dürfen weiterleben unter Putins Regime oder was seien auch in der Emigration. Und man hat geschrieben wegen Themen, was haben zu tun, zum Teil mit Jiddisch, auch historisch, was ist einmal gewesen Jiddisch in Ukraine, was ist gewesen einmal Jiddisch oder verbunden mit der Jiddisch-Kultur auf dem Schettach, was ist heutig Russland, in verschiedene Zeiten. Und es haben beigetragen auch verschiedene Forscher, zum Beispiel Emetzer, was hat geschrieben wegen dem Ukrainer-jiddischen Dialekt. Wir haben bei MS geprüft, und das prüfe ich in der MS mit jedem Nummer, zu der langen, breite Gamme von Themen. Was sollen der Iker euch reinnehmen, die verschiedenen Zeiten, in welchen wir können auf Jiddisch schreiben und wegen Jiddisch schreiben. Und das ist mir sehr wichtig, die verschiedenen Menschen, was seinen heutzutage eine gar große Gruppe und sie leben und sie begegnen sich nicht damit. Trotz die Jiddisch Welt ist für euch eine ganz kleine in dem Sinne, dass man kennt sie. Sehr fein. Meine letzte Frage, die wir können öffnen in dem Schmiss und Herrenfrage ist eine persönliche. In der Schulen, wenn die kennst frei uputmen, und ich weiß, wir arbeiten schon zusammen etliche Jahre lang, ich weiß, dass die hast ich keine Zeit zu utmen, aber in der Schulen, wenn die kennst sich uputmen, wie also spannst du sich aus? Ach, jetzt lernen jüdische Bücher, das ist schon noch geredet, aber was noch? Gott, viele in die freie Schulen, meinst du, darf ich lernen jüdische Bücher? Ja, ich wollte gedacht, aber wollte ich gedacht haben, sie paar freie Momente abzuatmen. Und demnach wollte man sich gekannt vorstellen, als in jedem, also seltenen freien Moment, wollte ich sich poschet weggelegt und abgeschlafen. Die scheuen Schlaf, was fehlen mir. Aber nein, ist da und dort, beweise ich, ja, sich herauszugehen von der tagtägliche Routine und der Arbeit und so weiter. Und was ich habe lieb zu tun, ist, ihr werdet lachen. Ich habe lieb gehen spazieren und speziell gehen spazieren beim Jam. Das ist noch nicht so komisch. Aber sind Januar, Jahr, ist zugekommen in unserem Sprache ein neues Mitglied, was ist ein Hund. Wir haben bekommen ein Hintele, sie ist gekommen zu uns, wenn sie gewesen 2 Jahrchen alt, jetzt ist sie schon ein bisschen älter und größer. Aber nur, was ich habe dank ihr entdeckt, ist, dass ich habe sehr, sehr, sehr lieb spazieren
und darf geschehen lang und darf in Begleitung von Hint. Efter ist das ein ganz natürlicher Polioze in dem Leben von einem Mensch, was ist also viel herumgeringelt von Menschen und was arbeitet geseder mit Menschen und hat zu tun auf Schritt und Tritt mit Menschen und von Mal zu Mal darf man sich öfter euch abholen, viele von solchen Menschen, was man hat sehr, sehr lieb, was das ist. Also, wahrscheinlich mir und meine Talmidim. Aber ja, ich gehe spazieren mit dem Hund und ich habe größere Neue von dem. Das ist die Entpleckung, die Entpleckung von dem letzten Jahr. Spazieren ist echt mal eine Abspannung, aber ich habe dann kein Gott nicht kein Hint. Ich gehe mit einem Mensch, was mir kann reden intelligente Werte mit dir. No, sehr fein. So, meine ich, das mit Hint kann man nicht ausreden, ein intelligent Wort, ja. Aber ja, es ist ein anderer Dialog. Ja, es ist ein anderer Dialog, ohne Sophie. Ja. Aber öfter noch eine Sache, was ich habe sehr lieb zu tun in meiner freien Zeit, was ich habe zu winzig ist, und das führt uns zurück zu, was du hast gesagt früher, sich allein vernehmen mit Schreiben. Ja. Und hallewei wollte ich gehabt mehr Zeit. Wollte ich die erste Sache durch sich gewollt, sich wegsetzen und geschrieben, etwas wie Amin, nicht rein akademische, aber fortliterarische Biografie von einem großen Poet, was ich habe sehr, sehr lieb. Und ist mir sehr teuer, Avrom Sutzkever. Und weil ich habe nicht die Zeit anzuschreiben, das Buch, trägt sich mit seiner äußergewöhnlicher Poesie. Das ist euch etwas, was ich tue oft. Sich wegsetzen mit etwas, ein gut Lied, speziell Poesie. Lass mal sehen, lass mal hoffen, dass die was der Leben Tag zu unterschreiben, als Sabir. Sie wird gehen, geht in Kedai, in Riedendick, in historisch, in alle gute Sachen. Ja, und auch nicht in dem Gilgel ist öfter in der Komödie. Lass uns auch nicht verlassen auf späteren Gilden. Jetzt ist, haben wir sich ein bisschen bekannt mit Miriam drin. Ich meine, wir haben sich basically ein paar Sachen wegen ihr, was wir noch nicht gewusst haben. Die Sachen uns kennen sie schon. Und ich will für die Jüdischlige äußern meinen Dank für die Arbeit, was die tiest für uns. Wir schätzen es sehr ab. Wir arbeiten gut zusammen. Und es ist eine gute Beziehung, eine zwischenkontinentische, meewele-jamige Beziehung, wo es schafft, gute und produktive Material wie das Journal auf dem Schwell. Ist, lass mir sehen, Sie du Kasches. Wir haben 66 Menschen in dem Eulen. Bis 120. Lass mir hoffen, dass wir nicht haben können, 66 Kasches. Ja, das habe ich gewollt. So. Wir sind bei jetzt Hand auf Aschu. Das heißt, es ist geblieben noch näher 15, 20 Minuten auf Kasches, auf Kommentaren in lass mal hören. Magali Perl Bertrand. Ja, danke. Guten Morgen alle Männer, guten Morgen Miriam. Ich bin in Frankreich und ich habe eine Frage legale Sprachen in der Heim bei euch, Miriam. Was ist der Platz von Polnisch, von Deutsch, von Französisch und von Spanisch? Sie ist da ein Platz für sie oder wie ist da die meiste? Uiuiui, no, da sind mir reingefallen in die Hände und in der Frage von der Linguistke. Schönen Dank, Perl. Ja. Und gut sich zu treffen. Also herum bei einer schönen Gelegenheit. Das Ort von Sprachen bei uns in unserer kleineren Sprache, ja, das willst du mit Tome wissen, ist Ort in der Sprache ist doch für alle Sprachen. Was für Sprache du sollst nicht wählen. Wir sagen eine Sprache, was kommt mit der Sachsprachen, ist aber jede Sprache angelegt, aber wie seht euch praktisch bei uns in Stub der Matzef mit Sprachen? Wir können hören den ganzen Tag Jiddisch oder Hebräisch. Ich persönlich habe noch nicht gemacht, also einen Unterschied, wie man ätzet oft mal in Mischproches, wo die Kinder wachsen auf mit mehr wie nur eine Sprache.
der Tate soll reden die Sprache und die Mama soll reden die Sprache und jeder einer soll sein konsequent mit einer Sprache. Bei mir ist damit gewesen, also als ich habe geredet mit den Kindern in beide Sprachen. Und wie gesagt, es ist mir gewesen sehr wichtig, sie sollen kennen ein gutes Hebräisch. Und ich habe bei MS nicht lieber eine oder die andere Sprache. Es ist schon da als ein Mischmasch, aber man redet damit ganze Sätze in einer Sprache. Das heißt, es ist nicht da kein ausgemischter Satz. Die Kinder kennen Jiddisch und Hebräisch wie Muttersprachen. Sie kennen Avade Englisch, weil sie haben sich das gelernt in Schule. Und auch haben wir gelebt 2 Jahre in die Vereinigten Staaten, wo sie seinen gewöhnt in Schule und Avade sich sehr gut ausgelernt Englisch. Sie kennen, und das ist jetzt öfter interessant, und das hat zu tun mit die Zugabsprachen, die sind da in die breitere Sprache, weil Eliezer Lemoschel ist aufgewachsen, mit Jiddisch, mit Spanisch, mit Französisch, das heißt, kommt mit 3 Muttersprachen, und ich bin aufgewachsen mit Polnisch und Jiddisch. Und was von die Art Zugabsprachen unsere haben wir weitergegeben, unsere Kinder kennen eine nicht, weil Hebräisch und Jiddisch sind uns gewöhnt genug. Und jetzt haben an die Kinder sich zu beklagen. Also, für was haben wir nicht geredet mit sie auch Französisch, wollten sie schon gekannt Französisch, für was nicht Polnisch, wollten sie gekannt Polnisch und so weiter. Aber ich meine, als die dosige Sprachen haben sie damit gehört. Das heißt, ihre Euren seien zugewohnt zu Französisch von der Bobe, von dem Tatzensatz. Punkt also auch mit Spanisch. Ja, weil Eliezers Mama Estela hat damit mit ihm geredet Spanisch oder Französisch und wenn man ist zusammen mit ihr, hören die Kinder als Sach Spanisch und Französisch und mit Meile durch die Jahren schärft sich der Euer. Hat die Bobe Estela, Punkt wie die andere Bobe, meine Mama, reden mit die Einiglach Jiddisch. Das ist die beschuldfestige Bemes. Ich sprach euch mit die Bobe Seide. Ach, gut mit meinen Taten. Aber da kommt da rein noch ein interessanter Aspekt. Mein Tate redet Deutsch. Aber der redet auch Vietnamisch, aber das hilft ihm nicht mit Jiddisch. Mein Tate redet Deutsch und die Kinder haben sich von sehr frühen Moment an gelernt, allein, selbstständig, durch die gezählte Kontakt mit ihm, weil sie sehen sich nicht oft. Also Deutsch ist bei ihm wie Jiddisch und als der Seide, der Opa, also rufen sie ihm mit der Deutschwort, Verseide, soll verstehen, dürfen sie reden zu ihm also sie nehmen weg alle loschen-koidische Elemente, was sie wissen, was das ist. Und alles, die slawischen Elemente dürfen sie auch vielleicht nicht so stark wegnehmen, weil mein Tate redet sehr gut Polnisch. Da lassen wir nicht vergessen, dass ein Stück Leben hat abgelebt dort. Das ist wahrscheinlich der Gräuelschaft zwischen Deutsch und Jiddisch und wie sie drückt sich aus sehr praktisch in unserer Sprache. Und für Polnisch haben die Kinder euch ein gutes Gefühl, eine gute Intuition, euch zu lieb dem, was als sachpolitische Wörter kennen sie durch sehr Jiddisch und sie können sie identifizieren und sie können sie verstehen, ist, wenn sie öfter nicht reden, die Sprache, aber etwas, wenn sie damit haben. Und euch Polnisch hören sie genug, wenn meine Mama ist zu Gast und ich rede mit ihr Polnisch oder von anderen Kräuven. Also erst das, also als Regel aches, auf einen Fuß ist der Matze von der Vielsprachigkeit. Ja, meine älteste Tochter, unsere älteste Tochter, Ethel Niborski, was ist schon ein bisschen ein Schem in der jüdischen Welt, hat ein besonderes Talent zu literarisch Schreiben und sie hat euch sehr lieb, das zu tun auf Jiddisch. Sie tut es euch sehr gut auf Hebräisch und gut, man darf sie interviewieren, sich zu der wissen, auf was Sprache sie fühlt sich mehr in Miche und was Sprache beteiligt für ihre was und sie schreibt wegen alles Ding auf beide Sprachen, sie hat sich ihre Nisches, also wegen dem wird sie Gicher schreiben auf Jiddisch und wegen dem Gicher auf Hebräisch. Aber ich will zurückkommen zu der Zweisprachigkeit, speziell wahrscheinlich die 2 Sprachen. Sie ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Und du hast, Gitte, gesagt, nur wie kann sein, als wir haben bewiesen, darf in Israel nicht sein, die kein Teil von der chassidischen Zwiebel da im Land, haben wir ja bewiesen, aufzuhoben, als solche Kinder, was Jiddisch ist, natürlich für sie. In der Zwiebel, was öfter, wenn wir Herr in Israel ist, also feindlich gestimmt,
klappe Jiddisch. Das ist ein bisschen Geschichte und euch eine Sache von dem auch historischen Guck ist sehr schwarz-weiß und wir wissen, dass Realität ist kein nicht also schwarz-weiß. Nur, ich meine, es darf da im Land hat Jiddisch ein sehr wichtiger Ort. Und es ist nicht wichtig, wie man hat in verschiedenen Zeiten geguckt auf der Sprache oder auf der Kultur. Aber bis heute gefinden wir, ob wir suchen, und man darf nicht suchen stark. In der müssen Menschen, was oder sie reden Jiddisch, oder Jiddisch ist sie neu, weil das ist sehr Kulturbagage und sie kennen heute ein paar Klolles oder Witzen. Ja? Und für was da mache ich das? Weil ich will übergeben, erreichen, was ist sehr wichtig. Also da im Land ist Jiddisch verbunden noch mit Gefühlen. Das hat man nicht in anderen Ländern, auch nicht in die Vereinigten Staaten. Wenn ich gehe raus auf der Gas, kann ich reden Jiddisch mit meinen Kindern und keiner wird mich nicht abstellen, keiner wird sich nicht unterhören, neugierig. Ihr redet Jiddisch, sie kann nicht sein. Ja, das, in Europa, aber und Avade will ich nicht haben, also die Erfahrung. Ist der Boden da in Israel, und da rede ich mamisch Avade wie Zionist, ist fort ganz fruchtbardig für Jiddisch und öfter heint wieder speziell, wo man hat sich befreit von verschiedenen historischen Rollen. Und man hat da Moschel zwischen der Jugend, ich sehe das, weil ich lerne auch in Universitätsstudenten, man hat einen ganz beneidten und abgefrischten Interesse zu Jiddisch. Und man hat da auch eine Sache Aktivitäten und eine Sache neue, originelle Projekte, was werden angeführt von jüngeren Deures. Und in dem passen sich sehr gut rein meine Kinder. Ich lasse mir sehen, was jeder einer wird auftun auf dem Gebiet. Wir haben noch eine Frage wegen Sprache von Uden Weidmann. Wie heißt der Hund? Nach welcher Sprache redest du mit ihm? Oder sie? Das ist doch eine klare Sache. Es ist schon nicht eine klare Sache. Ich rede mit ihm auf Jiddisch und das ist der Konsensus, weil es ist gewähnt, eine ganze Meise zu Masken zu sein zwischen alle Parteien von der Mischproche, als der Kunst soll mögen rein in den Stuhl. Ist ein Tnai, ein Beding ist, man soll reden mit dem Hund auf Jiddisch. Und das kommt uns an sehr natürlich. Sie ist in Ordnung, sie versteht, Mama ist perfekt. Und wie heißt sie? Sie heißt Luna. Aber euch auch dem ist gewähnt am Achleuke. Sie ist gewähnt, wer es hat sie gewollt anrufen, Zlate. Soll sie haben einen jiddischen Namen. Aber gut, ist da einer von zwischen uns, was heilt sich bei dem, klammert sich bei dem und ruft sie Zlate und sie tut ihm die Teufel aus euch auf dem Herz. Gut. Noch Fragen? Perl hat noch eine Frage. Ja. Wenn es ist nicht okay, eine Frage, Miriam, du hast gesagt, dass es ist nicht gewesen, Poshet allemal zu lernen, die Kinder zu reden oder zu haben in der Heim 2 Sprachen. Das wollte geben noch interessant für mich, aber zu hören, was sind denn die Schwierigkeiten für euch, wenn du willst sagen. Ja, ich kenne das tun. Schwierigkeiten seien gewähnt, le Moshe. Also, ich kann bei ihm es nicht sagen, und ich meine, dass meine Kinder wollten dazu gestimmt, als meine Kinder haben sich in etwas Stapel von ihrem Leben geschämt mit sehr Jiddisch, wie das trifft, sehr oft. Ich meine, dass wir alle, was haben auf dem sie jenem Öfen gehabt, an der Erfahrung von reden eurer Sprache, was ist nicht die Sprache von der Zwiebel, und speziell wie Kinder können das verstehen. Jeder von uns, wer es hat, also die Erfahrung hat, auf etwas an Öfen durchgemacht. Also mein Gefühl hat. Und weiß, wegen was ich rede. Ich meine, sie haben sich keiner nicht geschämt mit Jiddisch in Israel. Aber, und wieder einmal, sie seien 4, jeder einer ist ein Individuum für sich und jeder einer hat eine andere Liebschaft und Verbindung zu der Sprache. Aber ich meine, sie haben ja durchgelebt und dort ein bisschen schwerere Momente, le Moschel, a Dugme, a klassische Dugme, wenn es kommen Chaverim in den Stub rein, ja, es ist da, das Kind, was es macht ihm nicht aus, wenn wir reden zu ihm, also humoristisch ein bisschen auf Jiddisch und proben ihm auslernen Jiddisch,
dem Gast, ja, dem Chaver. Aber es wird auch sein ein anderes Kind von die vier, was wird sagen, Mama, Tate, red Hebräisch. Es ist doch nicht nötig, ja, auszustellen neben dem Gast auf Asamin Prikre Matzef. Ich wollte das nicht bezeichnen wie Busche, aber ich wollte das bezeichnen wie etwas Asamin Bewusstsinnigkeit zu dem, man darf nicht reinstupen für jeden Preis Jiddisch. Eine andere Schwierigkeit ist gewesen, zu erziehen die Kinder zu einer Liebschaft zum geschriebenen Wort auf Jiddisch. Weil gut, eine Sprache redet sich und da hat man bei uns auch nicht die Barriere, man redet und sie wird natürlich. Und auch für unsere Kinder ist die größte Meile gewesen, als sie haben bei MS gehabt 3 und kiemat 4 Bobeseide, mit welchen der Austausch auf Jiddisch ist gewesen sehr natürlich. Also das hat vergrößert den Kreis Menschen, mit welchen sie haben, hat das Gefühl, als reden Jiddisch ist natürlich. Es ist nicht etwas an moderne Meise, was stellt sich rein in etwas an Isoliertheit, verglichen mit anderen Kindern. Aber es ist ja gewesen ein bisschen anders mit dem Auslernen, sie schreiben und lernen mit Cheshek. Weil das Auslernen Gufe ist nicht gewinnt schwer, sie seien kluge Kinder, sie seien aufgewachsen in einem Land, wo jüdische Äußers seien sehr natürlich. Das ist anders, wie wenn man hovet öfter Kinder mit Jiddisch in Moschel europäisch Land oder in Amerika, wo der Alphabet ist ein anderer. Aber da seien die Äußers mit der Chatrille heimische. Man darf sich nicht zulernen, zu viel wahrscheinlich klolim, wie man nicht die Äußers. Aber der Cheshek, zu wählen euch einmal schreiben ein bisschen mehr und speziell auch zu wählen, allein nehmen ein Jiddisch Buch in Hand rein und zu lernen. Nicht nur etwas ein Kurzliederle von 4 Schures, noch ein vieler Roman. Und zu entwickeln das Gefühl, dass das kann sein schön, eine Bereicherung. Es kann sein interessant. Auch ob das Buch ist ein Altbuch und es hat nicht die alle attraktive Illustrationen, was heinzeitige Kinderbücher haben. Oder ob man weiß, dass die Beschreibung in dem Buch ist noch eher ein Lebenssteiger, was ist schon so nicht relevant und aktuell und was sie allein kennen, viele auch nicht von der Realität. Ja, etwas in Mitteleuropa mit anderen Problemen und anderen Minhagim. Und die Kinder von sehr Klasse lernen nicht solche Sachen. Ja, wir wissen doch, bei Kindern ist doch euch also wichtig zu vergleichen, was tut sich in der Kindersphäre herum mir und mit was bin ich anders. Das ist angekommen, nicht mit kein grüne Wärme, ich wollte es nicht ausgedrückt, also dramatisch, aber wir haben ja gedacht, einmal zustehen, wir haben gehabt, also eine heimische Institution wie Amin Schabbesschule, nicht Sonntagsschule, weil Sonntag geht man da in der Emesser Schule. Aber wir haben Makbid gewöhnt, durch die ersten Jahre regulär wegzusetzen, die Kinder und zu machen an den Heimschule. Und gut, was sie seien gewöhnt 4 und sie seien es noch 1. Also haben sie nicht gehabt das Gefühl, dass sie seien der einzige Korb. Sie haben sich gekannt, Dresden, einer dem Zweiten. Ja, Abendburstin. Miriam, koidem kol geht euch wieder zu sehen. Ich habe gewollt fragen, meint ihr, es ist wichtig für die, die sind von einem polnischen Stamm, zu auslernen sich Polnisch? Das heißt, sie verstehen richtig die Frage und ihr redet wegen Nicht-Iden, Polaken, oder wegen polnischen Iden. Ja, die, wo sind von einem polnischen Stamm, meint ihr, also sie sollen lernen sich Polnisch? Avade, wo denn? Und sie dürfen alle kommen in jüdisch Ort, das zu tun. Ja. Und noch lernen fleißig dem auf den Schwell, weil das ist die beste Praktik zu haben Kontakt mit der lebendig Jiddisch heutzutage. Zwischen alle anderen Sachen und Rämen, wo wir können begegnen, auf sehr schönem Öffnen Jiddisch heutzutage. Polnisch ist aber gewesen ja, ich meine es. Bei meinen Eltern die behaltene Sprache. Ja, ich verstehe. Und also hast du sich sehr fein ausgelernt, dein Jiddisch, ich weiß. Also arbeitet das. Ja. Die säudeste Sprache wird die, was die Kinder haben zum Giersten. Unsere Kinder haben in Schule genutzt Jiddisch wie eine Sod-Sprache. Das ist noch Avade, ja. Das
Gittel versteht das sehr gut. Sie hat das nicht allein getan mit ihrer Schwester, Brüder. Aber Bichlal, wer bin ich zu sagen, wem es soll nicht sein, was darf tun? Ja. Ein Mensch darf allein beschließen. Ja. Sehr gut. Bei dem Punkt, auf der Note, wollen wir sich aufstellen auf Hand. Ich will bedanken Miriam Trin, was sie hat befreit als Schuf in ihr Leben für uns. Wir sollen sich kennen, sie hören. Ich hoffe, es der Eule mit sich zugelernt, in Hanua gehabt. Ich will stützen eine wichtige jüdische Organisation, was geht daraus als ein Journal, wie Miriam redaktiert, dem Offen Schwell, ist wert ein Mitglied oder ob ihr wollt nicht werden ein Mitglied, ist stützt trotz der Jiddisch-Liga, ist auf leagueforjiddish.org. Ich werde gehabt mal größte Mitzvah, speziell für Jontef. Und euch, wenn ihr es kriegen auf Papier, das ist apropos noch deine Frage, Papier sie online, also ihr werdet es halten in die Hände, werdet ihr schon haben, dem größten Cheshek bei MS reinzugucken und sich einzutinken. Und wenn ihr kennt noch nicht, sich noch besser auszulernen. Ja, kommt, lehnt dem auf den Schwell und guckt da rein in die verschiedenen Programme von der Jiddisch-Liga. Einen großen Dank, Kake Eli und Gitlen, für dem Organisieren und für die Initiative und für die schöne Frage. Ich habe es ist mir sehr gefallen, abzugeben, ein Stückchen freie Zeit meine darf für euch gewinnen. Besser kann ich gekannt sein. Danke. Ich will zu legen, also ich habe gelegt in der Schmusskästel den Link, und ihr könnt drücken und abonnieren. Und als ihr abonniert, kriegt ihr den Schwell wie eine Tonne. Das geht zusammen. Ihr abonniert und damit kriegt ihr es. Wir kauft es und ihr abonniert sich zusammen. Und es ist dort Preisen für Studenten, es ist ganz billig. Und geht da rein in den Kurs. Seid mir alle gesinnt. Hat ein gut gebencht Jahr in der Welt von Schulen. Schulen für jeden und für alle. Seid gesinnt. Großen Dank. Bleibt gesund, ein gutes Jahr.